Guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge meiner süßen Mäuschen. Ich hoffe, euch geht's gut. Das ist offiziell die letzte Podcast-Folge in diesem Jahr. Oder ich glaube, oder? Nein, warte schnell. Schnell, Brain, warte schnell. Ich bin schon ein bisschen spät, muss man sagen, mit dieser Podcast-Folge. Ich schaff's. Schau, jetzt, wenn ich mal Zeit habe, anstatt Stress, schaffe ich es nicht zum pünktlich am 00 am Donnerstag meine Podcast-Folge zu laden. Das ist eigentlich ein bisschen peinlich. Aber ja, ich muss sagen, ich konnte dafür auch geniessen. Aber ich glaube, die nächste kommt genau am 31. Kann das sein? Oder kommt sie genau... Warte schnell, ich muss jetzt Moment, schnell abchecken. Sie kommt am... sie kommt... Das kann ich nicht machen, oder? Ich kann nicht am 00 posten. Meine neue Folge. Ich bin mich noch am Fragen. Ich habe ja eigentlich mir vorgenommen, so ein bisschen... Also eigentlich nach der Sommerpause so ein bisschen mehr Veränderungen machen im Podcast. Und ich habe es literally nicht hergebracht. Und wir machen jetzt mal eine kleine... Also vielleicht... Nein, jetzt genau rufen wir den Can an. Wenn wir live im Gespräch dabei sind. Warte mal schnell. Hallo? Hallo? Ich bin gerade am Podcast aufnehmen. Oh, shit. Willst du etwas sagen? Yo, Podcast, what up? Weißt Ich hoffe, ihr habt es gut. Ich kann nur schnell fragen, ob du schon gegessen hast, weil wir essen jetzt doch kein Fondue und ich würde das Fondue mitbringen und wir könnten das noch machen. Ja, das wäre cool. Gut, dann machen wir das Gut, nachher. also tschüssi. Gut. Tschüss. Willst du deine Mami grüßen? Was? Ich grüße meine Großmutter. Gut, also ciao. Ciao. So geil. Sorry für den. Aber nein, ich war ein bisschen schlauer, weil der Can und ich noch nie veganes Fondue hatten. Beziehungsweise, ich habe es mal so eins probiert und das war nicht das Offizielle. Also so das von New Roots, das, wo das bekannteste, geilste vegane Fondue ist. Und ich habe es auch nicht so geil gefunden, das ich hatte. Und wir werden das mal zusammen probieren. Und heute hat der Can mit seiner Family noch mal so ein bisschen Weihnachten gefeiert und sie hat gesagt, sie wollen Fondue essen. Und er hat jetzt das probiert. Und darum bin ich jetzt auch so happy, dass wir jetzt das zusammen werden probieren. Aber was ich eigentlich auch sagen wollte, ich fände es jetzt cool, wenn wir wenigstens so eine kleine Veränderung machen im Podcast. Also beziehungsweise, ich frage euch jetzt mal, ob ihr das wollt oder nicht. Weil ich lade ja meine Podcast-Folgen immer um Mitternacht auf, vom Mittwoch auf den Donnerstag. Also eigentlich Donnerstag 00:00. Und jetzt ist die Frage, findet ihr das toll oder würdet ihr euch mehr so freuen, wenn ihr sagt, keine Ahnung, was ist eine gute Zeit? Am 4 Uhr am Nachmittag? Ich weiß halt auch nicht. Also ich könnte ja mal sagen, was ihr eine coole Uhrzeit findet, weil ich finde es irgendwie auch geil. Ja, ich weiß auch nicht, wenn man wie so eine Uhrzeit vielleicht hat, wo man sich sogar so darauf freuen kann und am 00:00 pennen wahrscheinlich die meisten von euch. Also in dem Sinne ist es auch geil, weil dann kannst du es vielleicht gerade am Morgen hören, beim Ready machen oder so. Weil 6 Uhr am Morgen ist ja auch nicht so nice. Ich habe mir eigentlich mal überlegt, es wäre lustig, wenn ich es um 10 Uhr am Morgen posten würde, so mäßig, jetzt 9 Uhr Pause. Aber das ist halt voll die dumme Uhrzeit, weil die meisten von dann halt am Arbeiten sind oder in der Schule. Und es wäre ja geil, wenn es eine Uhrzeit wäre, wo man gerade den Podcast will hören oder also, ja, wo gerade eine Uhrzeit ist, wo man so denkt, jetzt stell dich mal ein. Darum schreibt mal in die Kommentare, wann ihr meinen Podcast hört. Ist das am Morgen im Zug, am 7 Uhr? Ist das, keine Ahnung, in der Nacht am 3 zum Einschlafen? Ich weiß doch auch nicht. Ja, also, ja, stimmt, ein paar schreiben wirklich auch zum Einschlafen. Von dem her müsste es vielleicht schon vorher sein, schon am 10 Uhr am Abend oder am 9 Uhr am Abend. Ja, schreibt mal in die Kommentare, wenn ihr meinen Podcast hört. Und, oh mein Gott, jetzt läutet gerade die Glocke da raus. Ich hoffe, das hört man nicht. Aber vielleicht kann ich an dieser Stelle auch mal ganz kurz sagen, Leute, für das jetzt die letzte Podcast-Folge ist vor einem Jahr, wahrscheinlich, doch eigentlich ja schon, wenn ich es wirklich schaffe, am 0:00 am Donnerstag und dann aufladen, dann ist es ja gleich dann schon Neujahr. Also eigentlich, gut. Darum, weil es die letzte Folge ist, habe ich noch schon mal sagen, Leute, danke für den unglaublich fetten Support in diesem Jahr. Ich weiss, ich sage es oft und es geht wahrscheinlich langsam auf den Sack. Aber ich muss wirklich sagen, ihr habt das Jahr wieder mal komplett rasiert. Und ja, ich sage es wirklich, ich sage es zu oft. Es tut mir leid. Aber ich bin wirklich dankbar für alle, die an mich Kommentare schreiben, die mich einfach nur schon supporten, indem sie Podcast-Folgen hören, indem sie teilweise, wenn es auch nicht interessiert, vielleicht bis am Schluss hören, einfach zum Supporten. Ja, indem ihr mir folgt, für alle, die 5 Sterne Bewertung gegeben haben. Ihr seid die Krassen, ihr seid die Coolen. Und ja, genau, das wollte ich schnell an dieser Stelle noch sagen. Aber ich glaube, ich fange einfach mal kurz an also die Kille, die killt mich mal wieder. Ich merke wieder, mein ADHS kickt mich wieder so hart. Ich bin so nicht multitaskingfähig, wenn etwas anderes ist. Ich kann mich jetzt gerade schon wieder nicht konzentrieren. Egal.
Ich habe gedacht, ich rede noch kurz eben darüber, was so die letzten Tage passiert ist, weil ich glaube, für mich ist jetzt gerade schon so ein harter Kontrast zu den allgemeinen letzten Wochen, weil ja so viel Stress war. Ja, es war wirklich einfach wieder eine Woche gewesen, wo ich mir ja aktiv gesagt habe, dass ich nichts mit der Schule wird machen, keine Bachelorarbeit, irgendwas in die Richtung, wo Stress zu tun hat, will machen. Also eben, ich finde so Content machen und so, ja gut, der Podcast habe ich jetzt auch verpasst ein bisschen, aber wie, das ist für mich in dem Sinne nicht Stress, also in dem Sinn sage ich mir ja auch, dass das Tasks sind, so To-Do-Tasks, aber das ist ja wie, ich will das auch machen, ich habe Bock auf das, also checken wir. Genau, aber es ist wie jetzt mal die erste Woche, also ich so eine Woche gewesen, wo ich einfach so mal komplett irgendwie runterfahren. Nein, jetzt die Scheisskille, die können sich mal aufhören, es geht mir auf die Eier. Ah! So, die Glocke ist fertig, finally, Alter. Nein, das nervt mich, seit wir in der neuen Wohnung wohnen. Ich habe vorher keine Kille in der Nähe gehabt. Jetzt habe ich eine Scheisskille in der Nähe und die läutet am so 5 Minuten. Es geht richtig auf die Eier. Aber egal, nein. Ich bin froh, haben wir noch eine Wohnung. Wir werden da nur mit Positive Energy, oder? Ich wollte eigentlich sagen, Leute, ich glaube, ein paar von euch da draußen haben auch Weihnachten gefeiert. Ich auch. Und ich muss euch einfach schnell ein paar Sachen erzählen, weil ich weiss nicht, irgendwie sind die Weihnachten für mich so anders gewesen. Ich kann gar nicht, also ja doch, irgendwie kann ich schon sagen, wieso. Also ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe so viel mehr im Moment gelebt und ich bin so irgendwie emotionaler gewesen, ich bin nostalgischer gewesen und ich habe so richtig irgendwie, ich weiss auch nicht, also eben, wir haben ja, vielleicht kann ich kurz sagen, ich habe zuerst mit dem Chans in der Family haben wir Weihnachten gefeiert, da haben wir so Schrott gewichtelt. Einen Tag später haben wir mit meiner grossen Family Weihnachten gefeiert, beziehungsweise meine Mom und ihre 2 Brüder und halt Kind und Partner und Partnerin und so. Und nachher, einen Tag später, haben wir nur mit meiner Family gefeiert, also wirklich nur zu 5. Und dort haben wir auch die Tradition, dass wir wirklich zuerst schön essen und dann tun wir über das ganze Jahr reden. Und ich tue das immer so ein bisschen leiten und habe dann jedes Jahr eigentlich die gleichen Fragen, die man nachher wieder beantwortet über das Jahr. Und das ist auch sehr lustig, weil dann schaust du so ein bisschen alte Fragen an von den vergangenen Jahren und bist so, oh mein Gott, genau, darum, das ist immer mega schön. Und am 25. Haben wir wie nochmal mit meinem Onkel, also der Schwester, der Bruder von meiner Mom und seinem Partner, also nein, ich muss jetzt echt sagen, sein Mann, die haben ja geheiratet in Mallorca, vielleicht mögt ihr euch erinnern. Genau, mit denen haben wir so ein bisschen gefeiert und es ist so toll gewesen, weil irgendwie, ich weiß nicht, ich habe so richtig gemerkt, dass ich, oder ja, ich weiß auch nicht, vielleicht hat sich das auch sonst geändert, aber ich bin so ein bisschen ins Alter gekommen, wo man so ein bisschen mehr redet. Es war irgendwie dieses Jahr so viel persönlicher gewesen, weil, also ich glaube, ich rede jetzt mal schon ein bisschen offen. So, mein Großvater ist ja im 2022 gestorben, also mein Großvater ist schon vorher. Und irgendwie sind eigentlich vor allem meine Großeltern immer die gewesen, die halt irgendwelche Fester gemacht hat oder wenn sie das goldige Hochzeit hatten, dann haben wir die ganze Familie, also einfach so alle Familientreffen sind irgendwie so wegen ihnen irgendwie gewesen, oder eben auch Weihnachten und so. Und nachher, wo mein Großvater gestorben ist das eigentlich wie so ein bisschen verflogen. Und das habe ich irgendwie mega schade gefunden, weil ich glaube, ich bin schon sehr ein Familienmensch. Und ich habe es irgendwie so mega schade gefunden. Und es hat jetzt wieder seit dem 22. so ein bisschen gebraucht, um sich so ein bisschen annähern. Und also einfach, weil jetzt mir, beziehungsweise meine Mom und ihre Geschwister, die halt so ein bisschen müssen, also Gott, ich kann ja eigentlich auch der Ansporn sein, um sich wieder zu treffen. Und ich habe jetzt wie so das Gefühl, oder ich merke immer mehr, dass das von allen eigentlich so ein bisschen das Bedürfnis ist und das ist etwas so mega Schönes. Also eben so, gerade von meiner Tante und meinem Onkel merke ich irgendwie mega so, dass das Bedürfnis mehr da ist und so. Und sie haben jetzt auch uns dieses Jahr eingeladen und alles. Also es ist, I don't know. Und ich habe jetzt eben vor allem dieses Jahr mega gemerkt, dass es so, ja, dass wir uns so ein bisschen näher kommen. Und irgendwie gerade als Kind ist, also zumindest bei mir, ist es mega das Ding gewesen, ja, du bist halt ein Kind, du hast jetzt mehr einfach Spiele machen, du hast dich auf Geschenke gefreut und du hast einen Fokus auf ganz andere Sachen gehabt. Und je erwachsener man wird, desto mehr hat man auch irgendwie Freude daran, mal mit Erwachsenen zu reden. Also das ist dann mega banal, aber wie kann ich als Kind ist es mega oft gewesen, dass dann vielleicht einfach die Erwachsenen einem gefragt haben, und wie läuft es in der Schule und wie ist das und so und hey, hast du jetzt einen Freund, habe ich gehört. Also es war mehr so der Basic Shit gewesen. Und jetzt ja, merke ich irgendwie, man kommt langsam so ins Alter, wo man so auf Augenhöhe miteinander redet und wo ich mich auch für sie anfange zu interessieren und so gegenseitig Fragen stelle. Und dann hast du vielleicht über irgendwelche Themen, hast du dann so, nicht eine Diskussion, aber hast so einfach
ein Gespräch und ich weiß auch nicht, ich habe zum Beispiel mit meiner Tante über Sachen geredet, ich habe dann über meine Bachelorarbeit geredet und sie hat mir gesagt, oh mein Gott, das findet sie mega cool und sie hat eigentlich auch mega gern so einen Hof, wo sie Tiere hat und I don't know, also es ist wie, ich habe plötzlich so in meiner Verwandtschaft so, ja, irgendwie coole Gesprächsthemen gehabt und ich habe es vor allem auch so spannend gefunden, weil wenn du halt mit ihnen also wie mal mit deiner Verwandtschaft redest, dann merkst du, dass sie vielleicht auch so ein Teil von dir sind, also wie, keine Ahnung, eben so, ich weiß nicht, ich habe es mega spannend gefunden und ich habe es mega schön gefunden und irgendwie dieses Jahr habe ich so mega können im Moment leben und ich habe irgendwie so mega können, weil ich glaube, meinen Podcast ja über das Thema letzte Woche gemacht habe, so von wegen keine Erwartungshaltung habe, so, habe ich mega können mit dem Gedanken reingehen, dass ich so gar keine Erwartungshaltung habe, dass ich einfach so die Feste nehme, wie sie fallen, also irgendwie so, und das habe ich mega können und ich glaube, gerade wegen dem auch habe ich es mega geniessen. Darum, für mich sind jetzt diese Woche, das Jahr eigentlich so wirklich eine der schönsten Weihnachten seit langem irgendwie gewesen. Und ja, darum, das war sehr toll gewesen. Und eben gerade das Ding von so Sehnsucht haben nach meiner Familie wieder gesehen. Also das spüre ich momentan mega. Und eben lustigerweise auch so bei vielen anderen Familienmitgliedern von mir, also auch meiner Schwester oder eben auch meinem Onkel oder keine Ahnung. Und was auch ist, so meine Cousins und Cousinen, die sind für mich immer so mega jung gewesen, also weil sie sind halt jetzt mittlerweile 14 und 16 und vorher ist es halt immer so, jetzt so ein Gap gegeben, weil du hast nicht wirklich, also ich habe irgendwie wie nicht, ich bin nicht so an sie angekommen, habe ich das Gefühl gehabt, weil ich einfach so den Altersunterschied halt gehabt hast. Und jetzt kommen sie halt wie auch langsam ins Alter, wo sie dann nicht mehr einfach irgendwie am 9 Uhr raufgehen in ihre Zimmer, sondern sie bleiben am Tisch und man kann mit ihnen reden und so und ich weiß auch nicht, also ich habe es mega schön gefunden, so. Ich habe das Gefühl, dass habe ich mich so ein bisschen annähern und das habe ich mega nice gefunden. Genau, und sonst, ja, eben einfach so, vielleicht, wir sind jetzt also ein bisschen überlegen, ob wir vielleicht nächstes Jahr sogar einfach mit der ganzen Familie über Weihnachten so eine Skihütte mietet und dann wirklich so mehrere Tage zusammen verbringen. Also wirklich, ich weiß nicht, was da gerade passiert, aber es hat so einen Change gegeben. Ich glaube auch, weil mein Götti hat ja geheiratet das Jahr in Mallorca und dort haben wir ja auch so etwas Ähnliches gehabt, wie die ganze Familie kommt wieder zusammen und ich glaube, seitdem ist irgendwie auch einfach so der Wunsch wieder da und einfach so, ich weiß auch nicht, ich finde es toll, ich finde es mega schön und irgendwie, ich glaube, wenn meine Großeltern jetzt so, falls sie irgendwo im Himmel da oben sind und jetzt runterschauen, dann werden sie, glaube ich, auch ganz glücklich darüber und sie würden sich mega darüber freuen. Und, oh mein Gott, gerade bezüglich dem noch ein anderes Thema. Ich weiss nicht, ob ihr mein Video gesehen habt. Ich habe es auf Instagram und auf TikTok gepostet, ich glaube auf YouTube sogar auch noch, wo ich ein Video gemacht habe, wo es um das Thema Weihnachten geht und ich habe sehr viele Kindheitsvideos von mir gebraucht. Und also ich hatte die Idee schon lange im Kopf, um 3 Uhr der Nacht habe ich den Text geschrieben und dann bin ich zu meiner Mama gegangen und so, Mami, hast du Kindheitsvideos von mir, wo ich irgendwie Weihnachten feiere oder so? Und sie so, ja klar und so. Sie weiss halt einfach nicht, ob sie es digital hat, weil wir haben halt früher hast du mit einer analogen Kamera gefilmt und so. Und zuerst einmal haben wir eigentlich angefangen, dass wir haben mega lange geschaut, ob wir das irgendwie auf meinen Laptop bringen und dann könnte ich eine Bildschirmaufnahme machen und so. Es ist einfach nicht gegangen, weil sie hat halt nur einen Kabelanschluss gehabt zum Fernsehen. Also wirklich die einzige Möglichkeit, wir haben ChatGPT gefragt und alles, wirklich, wir sind so 2 Stunden lang am Ausprobieren gewesen. Wir haben sogar einen Adapter gefunden, der nachher, also der hat es nachher gleich nicht geschafft, weil, ich weiß auch nicht, ist auch gleich. Auf jeden Fall, die einzige Möglichkeit war, dass du es mit dem Handy kannst vom Fernsehen abfilmen. Und das habe ich dann teilweise auch so gemacht und so. Also erstmal, es war so cute, einfach wieder mal so Kindervideos von mir schauen. Das war mega nice. Aber eben, wir haben es mit dem Handy dann mal abgefilmt und so. Und dann hat meine Mom, ist irgendwie ihr in den Sinn gekommen, hey, mein Grossvater hat irgendwann einmal allen seinen Kindern einen Stick auf die Weihnacht geschenkt, wo er alle Videodateien von 1990 bis 2017, also bis zum Tod meiner Großmutter, alles digitalisiert hat. Heisst, alle Videos sind auf so einem Stick und ich war so, oh mein Gott! Und ich habe diesen Stick jetzt ausgeklemmt mit einem Arm und habe dann halt bis 2017, also es hat wirklich auch mega viele Aufnahmen, als ich ein Kind war und gerade weil wir Weihnachten oft mit den Großeltern gefeiert haben sie halt mega viel gefilmt. Also es ist ja wie alles, was sie gefilmt haben in dem Sinn. Und keine Ahnung, also es hat so viele Sachen drauf gehabt. Ich habe so Freude, um das Video zu machen und die Aufnahmen zu brauchen. Und ich weiss nicht, aber es hat dann mich gleich so ein bisschen mehr anfangen zu interessieren. Und das ist jetzt kurz ein Call an euch. Also wenn ihr das irgendwie auch habt, fragt mal eure Eltern oder wenn ihr eure Großeltern lebt, eure Großeltern, ob sie noch Aufnahmen haben von früher. Am besten sogar digital, damit ihr es wirklich könnt irgendwie
für euch selber schauen, auf einem Stick oder auf dem Laptop oder keine Ahnung. Oh mein Gott, das ist insane. Also, ich glaube, ich habe noch nie so eine geile Serie, es ist literally eine Serie, geschaut. Weil es ist zum einen eine Zeitreise und es ist eine Zeitreise vom Leben von meiner Mom und von meiner Tante und Onkel und dann halt auch von mir und meinen Geschwistern und meiner Family. Halt aus der Sicht von meinen Großeltern, aber für mich ist es auch so emotional, weil meine Großeltern halt beide nicht mehr leben. Und also es ist wirklich chronologisch, hat es, glaube 170 Teile oder so und ein Teil geht halt literally 1 Stunde bis 2 Stunden und ich bin jetzt glaube bei Teil 18, also ich bin das am durchsuchten. Und es fängt bei 1990 an und dann war meine Mom 19 gewesen. Und es war einfach so spannend gewesen, weil sie haben halt gefilmt, wie sie zusammen in die Ferien gegangen sind und so. Und ich persönlich finde es halt so spannend, weil ich weiss halt so ein bisschen die ganze Gossip, die in unserer Familie und so war. Und ja, einfach so, du kannst dann halt wie das alles so ein bisschen analysieren sozusagen. Und es ist vor allem so geil, ich weiss nicht, ob das allgemein so ein Ding ist, dass man das früher so gefilmt hat, aber meine Großeltern, die haben das so gefilmt, dass du halt wie das Gefühl hast, du bist dabei. Also sie haben nicht die Kamera eingestellt und dann sind alle so, oh mein Gott, die Kamera läuft und dann hast du dich so, ich sag mal, verstellt, wie man es heute macht. Also ich weiss nicht, wie es, so wenn ich jetzt mir vorstelle, dass ich mit einer Freundesgruppe sitze oder mit einer Family und ich stelle die Kamera an, dann sind doch alle auch automatisch so, oh, jetzt läuft die Kamera, wie sehe ich aus, bla bla bla. Und dann redest du auch irgendwie so zu der Kamera so, hallo, wir sind jetzt da gerade so, bla bla bla. Und irgendwie damals hast du die Kamera einfach angestellt und du hast den Moment gefilmt. Also da hat es wirklich auch Szenen, wo die ganze Family von meiner Mom am Tisch sitzt und sie diskutiert über irgendein Thema. Und mein Großvater war einfach am Filmen. Einfach so 3 Minuten am Filmen von ihrem Gespräch. So mega random, aber für mich im Nachhinein so spannend. Es ist so spannend. Und ich habe auch teilweise jetzt solche Sachen schon überflogen, von späteren Aufnahmen, weil es mich interessiert hat. Und dann siehst du zum Beispiel eine Aufnahme, wie meine Großeltern das erste Mal meine Mom und mein Dad im Spital besucht haben, wo ich geboren bin. Und das war so spannend gewesen, weil mein Großvater war einfach wieder am Filmen gewesen, wo meine Mom meiner Großmutter von der Geburt erzählt hat und einfach auch, wie sie jetzt gerade so ein bisschen überfordert sind. Oh mein Gott, einfach das erste Kind und so. Und dann sieht man mich so im Arm und also nein, es ist, oh mein Gott, ich merke, ich bin jetzt so into it, aber das ist wirklich so unglaublich nice und ich freue mich einfach auf alle Sachen, die ich jetzt noch schaue. Also ich bin jetzt gerade so beim Part, wo meine Mom schwanger ist. So. Und einfach auch so Sachen miterleben. Und dann siehst du das Gespräch mit dem Dad, mit irgendeinem Kollegen von ihm, wo er sagt, dass es momentan schon so schwierig ist und dass er einen Moment hat, wo er so ein bisschen, einfach so, weißt du, so Sachen, wo ich so denke, Alter, geil! Weil klar könnte ich meine Eltern fragen, aber die wissen wahrscheinlich auch vieles einfach nicht mehr. Und darum, also ich finde es mega nice. Und jetzt eben auch so von meinen Cousins und Cousinen halt wie so Geschichten erleben. Oder meine Großeltern zu sehen, wie sie das allererste Mal ein Enkelkind haben und Großeltern werden und auch irgendwie ein bisschen überfordert sind. Und so. Also wirklich, ich finde es toll. Es ist unglaublich geil. Und eben auch, wenn so der ganze Gossip so ein bisschen weisst, es ist geil. Ja. Und ich bin jetzt auch gespannt, weil es geht ja bis 2017. Und ich mag mich natürlich schon erinnern, dass meine Großeltern und natürlich auch meine Mom sehr oft so gefilmt haben. Aber ich weiss halt auch nichts mehr. Ich kann nichts sagen, von dem Moment, wo ich weiss, sie haben dort gefilmt und dort ist das passiert. Und eben 2017, ich war dann 16 gewesen, und ich kann mir halt gut vorstellen, dass halt wieder so die letzten Momente, wo ich mit meiner Großmutter verbracht habe, aufgenommen worden sind. Also wirklich einen Monat bevor sie gestorben ist, sind wir noch alle zusammen in die Ferien gegangen, also meine Fam und meine Großeltern, 7. Und also ich freue mich so fest auf den Moment, wo ich das schaue. Ich glaube, es wird auch richtig emotional so. Und eben, ich will das jetzt ganz durchschauen. Weil ich habe mir auch immer, das ist so lustig, immer wenn ich so gefragt worden bin, was so ein Wunsch von mir wäre, der so unrealistisch ist, wie zum Beispiel halt fliegen oder so, oder teleportieren, habe ich immer gesagt, ich wünschte, ich hätte einen Film von meinem Leben. Weil ich einfach, man vergisst Sachen und eben gerade, auch wenn man ein Baby ist, weiss man halt vieles nicht mehr. Ich bin halt nie auf die Idee gekommen, dass es das literally vielleicht sogar gibt. Darum, ja, also ich bin sehr happy und ich glaube, ich werde jetzt die nächsten Podcast-Folgen vielleicht dann auch so ein bisschen updaten, was jetzt neu ist. Eben, ich bin jetzt bei der Geburt. Nachher geht es dann steil los von meiner Kindheit und einfach alles. Also, ja, eben, falls euch das auch interessiert, fragt mal eure Eltern oder Großeltern, ob sie irgendwelche Aufnahmen haben. Weil eben, ich habe wie gewusst, sie haben ja immer gefilmt und ich habe nie gedacht, dass ich das mal so spannend wird finden. Und jetzt, ich bin voll into it, also wirklich. Und auch so die Hochzeit von meinen Eltern und so. Nein, es ist geil, es ist richtig geil, da bin ich so into it.
Aber ja, wir kommen noch zum lustigsten von der Woche. Ich habe eigentlich zwei Sachen. Das eine ist, ich habe sie auch gefilmt und auf TikTok und Instagram so gepostet. Und es ist auch ein Trend. Ich glaube, ein paar kennen es vielleicht auch. Aber mir hat mein Dad verarscht, indem ich meiner Mama einfach random einen Stein geschenkt habe. Und sie hat halt so voll, sie hat halt gewusst, und sie hat halt so voll da so, oh mein Gott, Nati, das ist ja mega teuer und wie hast du mir das können schenken? Das ist ein Stein von Marokko und keine Ahnung. Also wir haben so eine Szene gemacht. Und mein Dad war so richtig so, what the fuck? Ja, das war wirklich lustig. Ja, im Nachhinein hätte ich eigentlich meine Geschwister die auch einbinden sollen, weil die halt, ja, keine Ahnung, meine Schwester ist irgendwann so, oh, ich kenne das von TikTok. Und ich so, Alter, heb deine Fresse, spiel doch einfach mit, Alter. Aber ja, aber es war sehr lustig, das war wirklich unglaublich lustig. Weil mir dort hat es am Anfang wirklich verdammt geglaubt. Genau. Und das Zweite, das ist literally heute passiert, das ist wieder so das ist einfach so ein ultimativer, oh, ich hasse es so einen Moment. So eine scheisse Brunz-Story. Aber ich bin nicht auf dem WC gewesen. Ich war am Schiessen und wie das Glück so möchte, hat es kein WC-Papier mehr gehabt. Das ist mir erst aufgefallen, als der Schiss schon draußen war. Und weißt, ich habe ja das Glück, dass überhaupt jemand daheim war. Der Can war daheim. Ah gut, sonst. Der Sieg war am Duschen und ich habe so gedacht, nein. Für mich schreit sie erstmal für die ganze Hütte. So, tschau, tschau, tschau. Und er hört mich nicht, weil einfach die Tür bei ihm zu war. Und er ist am Duschen, er ist am Singen. Und ich glaube wirklich jeder von dem Gebäude hat mitbekommen, dass ich am Schiessen war und kein WC-Papier hatte, außer er. Alter, wirklich. Vor allem dann ist er so, dann hat er mich endlich gehört. Und er ist so, ja, warte noch 5 Minuten. Und ich so, alter Kollege, nein, wirklich. Ich bin halt wirklich nicht so ein Mensch, der so 5 Stunden auf der Scheisse verbringt. Und gerade wenn so der Moment kommt, wo man einfach möchte abschliessen, dann magst du erst recht nicht nach 5 Minuten länger warten. So, checken er. Nein. Ach, ich war so hässlich gewesen. Und er hat dann halt wieder müssen, also er ist wirklich so literally, ich bin falsch appariert, meine Haare sind und so, ich kann jetzt schnell rauskommen. Und ich so, Mann! Und du kannst ja, weißt, ich finde so beim Pissen kannst du ja immerhin, könntest du noch so ein bisschen safen, so ohne Papier, so ist jetzt auch nicht das Beste, aber und Schiessen geht halt nicht. Es geht nicht. Und ich bin einfach an einem scheiß Stuhl gefesselt gewesen. Dann kommt er endlich und dann war es ein Goldschiss gewesen. Nein, das hat mich so aufgeregt. Für die, die nicht wissen, ein Goldschiss ist, das ist, wenn einfach nichts am Papier klebt, wenn es wirklich einfach ein perfekter Schiss ist und ich hätte nicht mal Papier gebraucht. Ja, das war meine Story gewesen. Sorry für ein bisschen too much Detail. Aber das, mein Gott, das war so, einfach so wieder ein Moment gewesen, wo man denkt, Alter. Aber ja, eigentlich habe ich gedacht, ich rede in dieser Woche mal über das Thema Vorsätze, beziehungsweise ich habe mein Vision Board noch nicht gemacht, aber ich habe mir schon mal überlegt, was ich will drauf tun und einfach all das Zeug und darum. Ich finde es eben immer spannend, von anderen zu hören, was ihre Vorsätze sind. Ich weiß nicht, ob ihr das auch spannend findet. Ich habe jetzt einfach mal gedacht, ich erzähle von meinen Vorsätzen. Weil es ist so ein bisschen gemischt. Also zum einen sind es wie so sehr praktische Sachen, von ich will das gemacht haben, ich will das schaffen, ich will das neu lernen. Aber wie so ein bisschen persönliche Sachen, wo ich wie dieses Jahr will besser machen, nächstes Jahr will besser machen als dieses Jahr. Genau. Aber falls ihr auch schon mal Sachen habt, für eure Vorsätze sind, schreibt die jetzt mal in die Kommentare, weil ich finde das immer so mega spannend und das ist auch so ein bisschen Inspo, wo ich mir dann will vornehmen, vielleicht so ein bisschen, I don't know. Darum ich glaube, ich fange einfach mal an. Also das Erste ist geschaltet Autofahren. Ich glaube, ihr habt mitbekommen, dass der Can und ich ein neues Auto haben, das geschaltet ist. Und ich kann nicht geschaltet Auto fahren. Ich kann meine Autoprüfung... Ich bin einer der Glücklichen, die noch die Autoprüfung machen ohne geschalten. Genau, und deshalb habe ich auch gar nicht das Interesse gehabt, geschalten Autofahren zu lernen. Also wirklich... Ich weiss nicht, es gibt glaube gespaltene Meinungen. Die einen sind wirklich so das brauche ich auch nicht und es wird jetzt alles neuer und keine Ahnung, unnötig. Und die anderen sind so, oh, das ist mega wichtig und ich spüre das Auto und ich glaube, jeder müsste das mal lernen und so. Und ich bin halt eigentlich mehr der Typ 1 gewesen. Und jetzt hat der Can halt eben von seiner Familie ein Auto bekommen und da kannst du natürlich nicht Nein sagen, wenn das gratis ist auch noch. Ja, und der Can hat eben, also er hat ja jetzt gerade dieses Jahr seine Autoprüfung gemacht, aber für die es nicht wissen, der hat sie ja schon mal angefangen, als er 18 war und damals geschaltet. Und nachher ist eben sein Fahrausweis, also sein Lernfahrausweis ist abgelaufen, weil er den schon früher gemacht hat. Ist ja gleich. Jedenfalls, er hat schon mal geschaltet gelernt gefahren. Schalten fahren gelernt. Also das ist mein Deutsch wieder mal gottlos.
Und deshalb kann er das auch noch ein bisschen. Und also er ist schon ins Auto gestiegen und es hat ein bisschen, also es hat schon ein paar Momente gegeben, wo er so abgesoffen ist. Nein, wirklich einmal, das kann ich eigentlich auch schon zu den lustigsten Momenten dazu erzählen. Wir sind so ein bisschen am Hang gewesen. Und Hang ist immer schwierig, gerade wenn du musst anhalten und das ist halt wirklich eine Ampel gewesen, rote Ampel, es war rot gewesen. Und das ist halt wie immer schwierig, weil du musst halt, ja, ich kann mich auch noch nicht wirklich aus, immer ein bisschen besser als vor 2 Wochen, aber es ist einfach schwierig. Und hinter ihm war die Polizei einmal, das war scheiße gewesen, aber das war gar nicht der gleiche Moment gewesen. Aber der andere Moment war, dass er bei dieser Ampel war und du musst dann halt eigentlich in den ersten Gang gehen und ganz langsam losfahren. Und er hat wirklich, er hat so literally so WUM! WUM! Und es ist einfach nicht gegangen. Wir sind so, keine Ahnung, weißt, ich kenne mich eh nicht so aus. Und er war so am Verzweifeln gewesen. Und es ist literally, es ist so grün geworden, es ist nicht gegangen und es ist wieder rot geworden. Und hinter ihm eine riesige Schlange Auto, alle am Hupen. Nein, es ist so schlimm gewesen, aber so leid da. Nachher haben wir herausgefunden, er war im 3. Gang gewesen, anstatt im 1. Das war der Grund gewesen. Aber es war gottlos gewesen. Und ich sage euch ehrlich, ich habe jetzt eigentlich noch weniger Bock zum Lernen Autofahren, also geschalten. Aber ich glaube, es wäre gleich geil, um das mal irgendwann einfach können. Irgendwann, ja, eben dann kann ich mit dem Auto fahren. Ich glaube, es tut mir allgemein gut, dass ich das mal dann irgendwann kann. Ist doch auch ein weird Flex, oder? Darum, das ist mein Ziel, dass ich nächstes Jahr irgendwie lerne, geschaltet Autofahren. Eben, ich kann ja Autofahren schon, aber geschaltet ist einfach noch, muss nicht sein. Aber ja, ich will es irgendwie noch lernen. Und ich glaube, es ist ja ganz cute, irgendwie zum Beispiel dann so mit meinem Dad so 1-2 Fahrstunden machen vor der Family Quality Time, oder? Genau, das Zweite, oh mein Gott, meine Stimme verabschiedet sich langsam. Ich weiß nicht wieso, aber wir machen einfach weiter. Ich hoffe, ihr versteht mich da. Das Zweite ist, und das habe ich jetzt ja gerade mega an Weihnachten gemacht und ich möchte das wie über das ganze nächste Jahr so ein bisschen mir vornehmen. Und zwar das Nehmen so wie kommt. Also die Feste feiern so wie sie fallen, das sagt meine Mama immer. Und das stimmt halt wirklich. So viel mehr so im Moment leben und gar nicht so viel Erwartungen haben und sich vorstellen, wie es jetzt müsste sein, wie es könnte sein, sondern es einfach so nehmen, wie es kommt. So, keine Ahnung, dann hast du Geburtstag und dann schiffen es halt, dann ist es halt so. Es ist halt wie, ja, einfach es nehmen, so wie es kommt, nicht Erwartungen haben an das Wetter, nicht Erwartungen haben an die Leute, an den Abend, an die Stimmung, keine Ahnung. Einfach so nehmen, wie es kommt, ein bisschen spontan sein. Ich habe das jetzt auch mega gelernt, indem ich mit dem Can, wenn wir ins Auto steigen, das machen wir jetzt mega oft in letzter Zeit, das finden wir beide geil, einfach ins Auto steigen und losfahren. Einfach mal schauen, wie es kommt, wo es hin wird gehen. Scheißegal. Genau, das ist so ein bisschen. Nein, ich sehe gerade, meine Batterie hat nicht mehr so viel Akku. Ach nee, irgendwie hat das Video nicht funktioniert. Ich hoffe, dass jetzt nicht mega lang schwarz war. I'm so sorry, meine Freunde. Aber jetzt funktioniert es hoffentlich wieder. Mann, das schießt mich an. Heute ist alles irgendwie ein bisschen scheiße. Heute funktioniert alles nicht, wie es soll. Aber wir machen jetzt auch weiter. Wir nehmen es so, wie es kommt. Oder? Ja, der nächste Punkt. Ich möchte das Junk Journal anfangen. Ich glaube, das ist ganz geil. Also für die nicht wissen, was es ist, das ist einfach ein Buch und du hast einfach immer, wenn du irgendwie ein Erlebnis gehabt hast, du halt so Sachen sammeln, sage ich mal, irgendwie ein Kleberli oder Prospekt oder ich weiß doch auch nicht, und die dann reinkleben. Und ich habe so Bock auf das, weil irgendwie, ich erlebe auch mega oft, dass ich irgendwie Sachen bekomme und dann bin ich so, fuck, was mache ich jetzt mit dem? Und einfach dort reinkleben und es darf auch so ein bisschen messy sein und ja, ich habe Bock auf das. Und eben, da kommst du immer so von einem coolen Event heim oder irgendwie so von einer Ferien oder von, ich weiß doch auch nicht, kommst irgendwie heim, hast schöne Erinnerungen und dann kannst du das wie noch so machen. Und ich finde, da dürfen auch Bildchen rein und so. Wir haben jetzt auch einen Drucker bekommen von meinem Dad auf die Weihnachten. Darum, ich habe Bock, so ein Junk Journal zu machen vom 2026. Und eben das ist am Schluss dann auch so fett nachher. Ja, also da kannst du wirklich alles nachher reinkleben. Also Kleberli von einer Dose zum Beispiel, also von so einer Flasche oder ja, weiß doch auch nicht, Etiketten, Kassenzettel, da einfach alles rein. Darum, ich habe verdammt Bock auf das. So, das Nächste, das ist etwas, was ich mir schon lange vornehmen und das ist wirklich auch ein bisschen Shame on me. Das ist wirklich eine ganz schlimme Charaktereigenschaft von mir. Und ich glaube, alle, die mich kennen und so ein bisschen Kontakt mit mir haben, die hassen mich auch für das. Ich bin so schlecht im WhatsApp-Nachrichten beantworten. Also wirklich, ich bin so die Person, die dann so 6 Tage später antwortet. So, also wirklich bei mir, so der Can ist der, den ich wirklich direkt antworte. Und sonst glaube ich niemand.
Es ist so schlimm, es ist so schlimm. Und ich möchte mir das wirklich vornehmen. Ich kann mir gar nicht wirklich erklären, wieso ich das mache. Weil ich mache das gar nicht irgendwie aus dem Sinn von, dass ich das jetzt nicht, als nicht wichtig empfinde oder dass ich die Person irgendwie weniger gerne habe oder dass ich die will hängen lassen. Sondern es ist wie immer im Moment, wo ich die Nachricht bekomme, passt es irgendwie gerade nicht. Entweder bin ich gerade unterwegs oder ich habe so gar keine Energy jetzt zum Antworten gerade. Also ich weiß nicht, vielleicht gibt es ein paar, die gerade verdammt relaten können. Und wie nachher passiert es dann oft, dass ich es dann irgendwie wieder vergesse. Oder, ja, ich weiß nicht, halt so viel, also ich schaue jetzt mal schnell, wie viele WhatsApp-Nachrichten unbeantwortet sind. 10. Das ist eigentlich nicht mal so schlecht für mich. Nein, zum Beispiel jetzt meine Kollegin hat am Freitag geschrieben, ob wir am 25. Januar was machen wollen. Und ich habe es nicht geschafft, um nicht zu antworten. Es ist nicht, weil ich keine Lust habe, sondern einfach eben, weil ich irgendwie verpeilt bin oder weil ich, ja, ich glaube, gerade wenn ich irgendwie so am Handy bin, dann ist das für mich so meistens die Zeit, wo ich irgendwie so will chillen und jetzt nicht gerade irgendwie Sachen machen. Ich glaube, für mich sind auch so WhatsApp-Nachrichten beantworten, wie so Mails beantworten, wie so ein Task to do. Darum, ja, ganz, ganz schlimm. Und ich möchte mir vornehmen, dass ich wirklich schnell auf WhatsApp antworte, also gerade wenn jemand mir schreibt, dass ich dann so bin, hey, du nimmst dir jetzt schnell die 30 Sekunden und antwortest, nicht mal 30 Sekunden. Also es ist wirklich, wenn ich mir so denke, rational macht es gar keinen Sinn. Ja, das möchte ich mir vornehmen. Das Nächste, ich möchte mal endlich, finally, mich mit dem Thema Investieren genau auseinandersetzen. Das ist irgendwie immer so das Thema, wo man so, ich weiß auch nicht, irgendwie allgemein das Thema Geld und Finanzen und ich weiß nicht. Ich wirklich, ich bin gerne lieber kreativ und so, aber all das ganze Finanzielle ist für mich irgendwie so anstrengend oder so. Ich glaube, weil ich habe so oft das Gehör bekommen, du solltest investieren und du solltest das machen. Ich bin so, mein Gott, Steuererklärung und all das Zeug. Schießt mich alles an. Aber ich möchte eigentlich mich mehr mit dem Thema auseinandersetzen. So einen Schritt weiterkommen im Leben. Und eben investieren ist eigentlich so etwas Schlaues. Und ich glaube, viele von euch, die jetzt dazu hören, machen es wahrscheinlich auch nicht. Also gut, vielleicht viele auch, ein paar wirklich auch jünger sind und so, aber gerade in meinem Alter wäre es eigentlich auf jeden Fall schlau. Also was ich bis jetzt mache, ist in die Säule 3a investieren. Also investieren einfach, ja doch, ich mache ja schon sagen investieren, aber genau, und sonst, so wie außerhalb, ist das für mich noch so kompliziert alles. So wie du kannst Krypto, du kannst Gold, du kannst einfach, ich weiß gar nicht, wie alles heisst, ich will mich jetzt gar nicht blamieren da. Aber wie du kannst, es gibt so viele Möglichkeiten. Und irgendwie, ich glaube, in meinem Kopf ist ja so das Ding von, oh mein Gott, du hast doch voll das Risiko, rein theoretisch könnte man auch alles verlieren, was man investiert. Und wie viel investiert man dann auch. Und ja, ich weiß auch nicht. Aber es macht, glaube ich, immer noch alles mehr Sinn, als einfach auf seinem Konto haben. Von daher, ich muss mich wirklich jetzt mal langsam damit auseinandersetzen und einfach mal investieren. Auch wenn es nur ein kleiner Teil mal ist, immerhin mal einfach etwas machen. Das ist mein Ziel. Wenigstens mal irgendetwas investieren. Auch wenn es nur 50 Franken sind, immerhin mal etwas machen. So, nächster Punkt. Das ist eigentlich nicht mal ein Ziel, also doch, es ist schon ein Ziel, aber das ist eigentlich schon fast das müssen passieren. Und zwar mein Studium schaffen. Ich habe jetzt noch ein halbes Jahr, Leute. Nur noch ein halbes Jahr. Und am 9. Juni habe ich meine Abgabe meiner Bachelorarbeit und am 12. Juni habe ich die Vernissage, beziehungsweise einfach das Fest, wo ich mein Zeugnis bekomme und es dann einfach fertig ist. Ja, also von dem her, das ist in dem Sinne mein Ziel. Aber also ich sage jetzt einfach mal, das wird passieren. Es wird jetzt wirklich, müsste jetzt ganz viel schief laufen, dass es hoffentlich es nicht passiert. Darum hoffen wir es jetzt mal. Aber in dem Sinne eigentlich ist mein Ziel, dass ich meine Bachelorarbeit schaffe. Weil das ist ja wirklich etwas, was ich muss schaffen muss. Ja, da hoffen wir jetzt ganz fest, dass das gut kommt. Ja, das Nächste ist wieder etwas, ich sag mal, Emotionales. Und zwar möchte ich irgendwie weniger denken, dass ich immer perfekt machen muss, sondern dass ich einfach überhaupt stolz bin, dass ich es überhaupt mache. Also ich habe mega oft so einen Moment gehabt, wo ich in so einem Prokrastinieren war. Prokrastinieren. Ich sage das immer falsch. Ich sage immer Prokrastinieren, aber es heisst Prokrastinieren. Habt ihr das gewusst? Ich habe es nicht gewusst. Gut, ich bin immer Sachen Prokrastinieren und ich weiß auch nicht, manchmal ist es doch immer noch besser, zum einfach mal anfangen, einfach mal machen. Eben gerade beim Investieren, einfach mal ein bisschen was investieren und gar nicht immer so das Gefühl, es ist so ein riesiger Berg und nachher machst du gar nicht. Und ich glaube, gerade weil ich selber immer das Gefühl habe, es muss so perfekt sein und dann mache ich es nachher gar nicht. Das ist so stupid. Darum einfach mal machen und einfach mal ein Mini-Step. Das ist schon besser als gar nicht machen. Genau, das habe ich mir auch vorgenommen. Jetzt kommt wieder etwas, ich will das machen. Ein Live-Podcast. Es steht schon so lange auf meiner To-Do-Liste, dass ich mal machen will. Und jetzt geht nachher, also nächstes Jahr, wo ich fertig bin mit dem Studium,
oh sorry für den, gerade ein kleiner Rülpser rausgekommen, habe ich mehr Zeit und ich möchte dann auch wieder in die Selbstständigkeit gehen. Also wieder so Vollzeit Social Media machen. Und dann habe ich ja hoffentlich mehr Zeit für genau so Projekte, genau so Sachen. Also ich träume von so vielen Sachen. Ich habe so Lust auf Sachen machen, auf Events organisieren, zum euch treffen, zum coole Sachen für euch auch machen. Und ich glaube, ganz viele von euch haben mir wirklich schon, also ich glaube, es haben mir schon ganz viele von euch geschrieben, dass sie sich mega würden wünschen, dass ich mal einen Live-Podcast mache. Und ich hätte auch so Bock drauf. Also ich bin wirklich lange immer am Punkt gewesen, dass ich so nicht weiss, ich traue mich nicht. Und jetzt bin ich am Punkt, ich habe einfach nur Bock. Ich habe so viele geile Ideen, die ich dann will umsetzen will. Darum, ja, ich habe richtig Bock auf das und ich hoffe, ihr auch. Und darum, ich glaube, nächstes Jahr schaffen wir es hoffentlich endlich, dass es einen Live-Podcast gibt. Genau, ich habe noch kein Datum, aber wir werden sehen. Ich werde euch auf jeden Fall auf dem Laufenden behalten. Genau, nächster Punkt. Ich glaube, ich habe das jetzt schon vorher so ein bisschen gesagt. Und zwar, ich möchte mehr Zeit mit meiner Family verbringen. Weil ich das einfach so schön gefunden habe in dieser Weihnachten. Und seit ich ausgezogen bin und halt in dem Sinne gerade wegen der Schule weniger Zeit habe, bin ich auch weniger daheim. Also ich bin dann wirklich so einmal im Monat daheim. Und wenn ich daheim bin, dann will ich wirklich etwas so brauchen. Oder will ich irgendwie, jetzt nicht einfach aus dem Ding von, jetzt will ich mal wieder daheim, sondern eben will ich irgendetwas brauchen von daheim, wo ich meine Eltern brauche, wo ich keine Ahnung was. Und ich möchte mehr Zeit mit der Family verbringen, irgendwie mal mehr spontan heimgehen, mal mehr daheim übernachten. Vielleicht mal einfach so in der Sommerferien oder einfach mal, wenn ich fertig bin mit dem Studium, einfach mal eine Woche wieder daheim wohnen. Ich hätte auch Lust auf das. Oder eben mehr Quality Time mit meiner Family verbringen, mal Sachen organisieren, mal sagen, hey, wir haben dann und dann Zeit, machen wir mal einen coolen Spieleabend oder so. Oder eben vielleicht auch mal mit der grossen Familie etwas machen. Ich habe zum Beispiel auch Cousins, väterlicherseits, ich habe keinen Kontakt mit denen, ich weiss knapp ihre Namen. So als Kind hast du vielleicht mehr mit denen Zeit verbracht, aber wieso jetzt, keine Ahnung, so, wir haben mit der ganzen Familie nicht wirklich Kontakt. Und jetzt einfach mal so wie, ja, vielleicht mal denen schreiben, jo, wenn wir mal was machen, oder weiß ich nicht. Also wie, mehr Zeit mit meiner Family verbringen. Sowohl ganz close Family, als auch so ein bisschen weiter. Genau, nächstes. Das ist auch noch mal ein Punkt. Da springe ich noch mal ein kleines bisschen ins kalte Wasser. Aber ich hätte so Lust auf das. Und ich habe eben auch gerade letztens mit einer Kollegin darüber geredet, wo mich wie so ein bisschen dazu motiviert hat. Und zwar, alleine in die Ferien gehen. Ich glaube, ihr wisst, ich habe schon ein paar Mal erzählt, ich bin so nicht der Mensch, der so gerne out of my comfort zone geht. So, ich kann nicht mal mit dem Chan irgendwie mal aus Europa wirklich gehen. Also so Japan zum Beispiel oder allgemein Asien oder Afrika oder irgendein anderer Kontinent. So ausser irgendwie vielleicht Amerika. Wenn dann höchstens eben so USA. Also wirklich, ich bin so gerne in meiner Bubble und ganz so nicht gerne aus meiner Bubble. Und das heisst auch, alleine reisen. Also ich bin mal in Sprachaufenthalt für 2 Wochen auf Lyon und sonst bin ich nur auf den Mond gegangen und das ist eigentlich nach Schweiz. Das ist jetzt auch nicht mega aus meiner Bubble gegangen. Also ja, schon auch, aber ich check it. Und ich glaube, wenn ich mal einfach eine Woche, also eben, ich muss jetzt gar nicht mega Backpacking für 3 Monate irgendwo hin, sondern wirklich so einfach eine Woche irgendwo hingehen, das ist für mich so out of my comfort zone gehen. Also wirklich, ich glaube, ganz viele haben das, was zuhören, haben vielleicht das schon mal gemacht. Das ist jetzt gar nicht so schlimm. Aber für mich ist es schon schlimm. Und ich habe eben mit einer Kollegin darüber geredet und sie hat gesagt, sie sei eigentlich auch gar nicht der Type dafür gewesen. Und jetzt liebt sie es. Weil, also gerade, als sie es erste Mal gemacht hat es ihr so gut getan, weil du, und das hat mich eben so davon überzeugt, weil sie gesagt hat, du merkst, dass du dir selber mehr kannst zutrauen, als du dir bis jetzt zutraut hast. Und ich glaube, das würde mir halt mega gut tun, weil ich traue mir das selber jetzt gerade auch gar nicht zu, dass ich alleine reisen kann. Ich wüsste halt literally nicht mal, ob ich es schaffe, alleine in ein Flugzeug zu steigen und den richtigen Gate finden und nachher meinen Koffer finden. Und was mache ich, wenn mein Koffer nicht ankommt? Also wirklich, es gibt ganz viele Sachen, wo ich das Gefühl habe, oh mein Gott, ich schaffe das nicht allein. Und ich habe das Gefühl, wenn ich dann mal alleine einfach in die Ferien gehe, das würde mir so gut tun. Und sie hat eben auch so erzählt, du hast so viel Zeit, zum Beispiel über Sachen nachdenken. Du bist auch so viel offener, weil du gehst auf Leute zu, du redest mit Leuten, vielleicht lernst du auch Leute kennen und du... I don't know, sie ist zum Beispiel einfach mal alleine am Abend in den Club gegangen. Da war ich so, oh mein Gott, der Can geht nicht schon alleine ins Kino, ist jetzt alleine Avatar schauen. Ich war so, I could never. Darum, ich möchte mir das vornehmen. Einfach eine Woche. Es von mir aus auch 3-4 Tage, I don't care. Aber einfach mal irgendwo alleine hingehen. Von mir aus auch allein mit dem Zug auf Paris. Ist egal. Einfach mal alleine irgendwo hingehen. Ja doch, es ist auch schon cool, ein bisschen mehr jetzt als mit dem Zug auf Paris. Sondern ich so irgendwie mit dem Flugzeug irgendwo hingehen und irgendwo hingehen, wo ich vielleicht eben auch so neue Menschen kennenlerne. Eigentlich wäre es auch cool, wieder irgendwie so in ein Land, wo man Französisch redet, einfach ein Ort, wo man Französisch redet, weil
meine Liebe zum Französisch ist halt immer noch sehr da. Ja. Egal, wir schauen mal, aber das wäre wirklich etwas, was ich mega gerne machen würde. Oder einfach mich so ein bisschen selber zwingen, zum so ins kalte Wasser zu springen. Oh, nächster Punkt. Ich habe es mir letztes Jahr schon vorgenommen, ich habe es nicht geschafft. Aber ich möchte, doch nächstes Jahr nehme ich mir das jetzt wirklich vor, ich möchte zum Coiffeur gehen, Leute, und mal meine Haare ein bisschen färben. Also ich möchte sie nicht komplett färben, ich bin ja schon happy mit meinen Haaren und so, aber ich bin noch nie beim Coiffeur gewesen. Also wirklich bis jetzt haben sie meine Mom geschnitten, und jetzt schneidet sie Can. Und das ist jetzt auch nicht so ein riesiges Ding, ich habe jetzt so die crazy Frisur, so, sie schneidet mir einfach so ein U, also so die Spitze, und die Curtain da vorne schneide ich mir selber. Also wie, das ist wie nicht so das Ding. Und eben so vom Färben habe ich als Kind habe ich Blondspray benutzt. Aber das zähle ich jetzt auch nicht als Färben und das hat wirklich auch gottlos ausgesehen. Und in Corona habe ich mal meine Haare braun getönt, mit so einer Müller-Drogerie Haarfärbeding. Und es hat auch nicht so geil ausgesehen. Und ich hätte halt wirklich Bock, um so ein bisschen, weißt du, so blonde Highlights zu machen. Ich will gar nicht so mega die big Veränderung machen, wahrscheinlich merke ich da nicht mal einen Unterschied, aber einfach mal schon erstens mal den Step machen, zum einem Coiffeur gehen und meine Haare über Fremdem anvertrauen. Das ist für mich ein riesiger Step schon mal. Und dann einfach mal ein bisschen Highlights machen. Ich glaube, gerade jetzt so für den Sommer könnte es eben schon noch geil aussehen. Ja. Ich glaube, nächstes Jahr wird so ein bisschen meine Glow-Up-Phase. Also so ein bisschen blondere Haare. Einfach mal so ein bisschen, I don't know, so ein bisschen das. Genau, mein nächster Punkt, ich will wieder Sport durchziehen. Ich habe es jetzt eigentlich immer geschafft, bis im Oktober Bodyforming durchzuziehen. Und seit ich nachher Probleme mit dem Rücken hatte und Nina dann ihr Steißbein gebrochen hat, sind wir nie mehr ins Bodyforming gegangen. Und ich weiß auch nicht, das fuckt ein bisschen ab. Ich war so gut im Durchziehen gewesen. Und ich habe auch immer jeden Tag 2000 Schritte gemacht und seit dem Dezember schaffe ich das auch nicht mehr. Darum, ich möchte wieder anfangen. Ich möchte wieder so, ja, mit dem Sport durchziehen. Also ich tue jetzt die letzten Tage ja immer wieder mal so ein bisschen am Morgen so meine 5-Minuten-Übungen machen. Ich bin auch schon stolz auf mich, dass ich das überhaupt mache. Der Can hat mir jetzt eine Yogamatte sogar geschenkt, dass ich am Morgen meine Sportübungen machen kann. Und ich habe sogar so ein paar Hanteln, die meine Schwester nicht mehr braucht, weil sie ist ja recht im Sportgame, hat sie mir jetzt gegeben. Und jetzt bin ich da, bin ich prepared. Also ich habe Bock, um so ein paar Sachen zu machen. Oder vielleicht auch wieder anfangen zu tanzen und so. Also es ist jetzt gar nicht mal mega darum, so, ich muss jetzt voll die Muskeln aufbauen und so. Sondern wirklich einfach mehr so ein bisschen, ja, einfach so ein bisschen regelmäßig so ein bisschen Bewegung machen. Ja, eben so, ich bin jetzt auch nicht mega ins Bodyforming gegangen und halt so voll den Bizeps bekommen, sondern ich bin halt einmal in der Woche gegangen, um einfach überhaupt etwas zu machen. So, genau, und ich habe schon gemerkt, das hat mir auch gut da. Also wirklich, seit ich nachher nicht mehr gegangen bin, ist ja alles so ein bisschen den Weg abgegangen, also mit eben Stress und so. Von dem her, ich glaube, das wird mir schon gut tun und ich hätte auch Bock eigentlich. Genau. Oh, jetzt kommt ein Punkt, der euch wahrscheinlich verdammt überraschen. Aber ich habe Bock, um so ein bisschen mehr experimentell in der Küche sein und vor allem auf den Fokus auf dem Backen. Also der Can übernimmt ja immer so den Part beim Kochen und so. Und ich merke, das macht mir nicht so mega Freude. Aber ich habe das Gefühl, Backen könnte mein Ding sein. Und ich finde es eigentlich auch geil, wenn du so auf Besuch bist, dass du selber backene Sachen mitbringst. Ich finde das irgendwie geil. Also ich bin jetzt schon ein paar Mal, jetzt gerade bei Weihnachten wirst du halt irgendwie eingeladen. Und, also wir haben mal Macarons mitgebracht und dort haben wir mal Gutzli mitgebracht und so. Aber wie geil ist es, wenn du einfach so etwas kannst, selber Backenes mitbringen. Und ich habe zum Beispiel gerade Sachen eingekauft, zum Gritti-Band zu machen. So mal vegane und ich möchte das jetzt einfach mal probieren. So, ich habe irgendwie hure Freude, zum so, also gut, ich habe vor 2 Wochen oder so, also vor einer Woche, habe ich Cookies probiert, weil wir auch eingeladen worden sind von unseren Nachbarn. Ja, habe ich das jetzt erzählt? Ich glaube, ich habe es gar nicht erzählt. Ich bin ja von meinen Nachbarn eingeladen worden und es war mega cute gewesen. Nein, ich habe es noch nicht erzählt. Ich glaube, ich habe nur erzählt, dass wir eingeladen werden. Bro, das waren so 3 Leute gewesen. 2 davon, die haben schon standesamtlich geheiratet, aber noch nicht offiziell. Und ihre Hochzeit ist nächstes Jahr. Und es ist so lustig. In Uganda ist es, genau. Und sie haben uns eingeladen. Und sie haben ja gesagt, so, ja, weißt, so für einen Drink und so. Und wir kommen. Wir haben eine Weinflasche mitgebracht. Und dort auf ihrer Küche stehen so 10 verschiedene Weinflaschen, alle aus Uganda, weil sie wollen nächstes Jahr ja heiraten in Uganda. Und sie kommt auch von Uganda. Und es gäbe jetzt ein Wine-Tasting. Und wir so, ja fix, Alter! Da sind wir in ihrer Küche zu 5. gehockt und haben Wein an Wein probiert. Wir waren hackedicht nachher. Es war verdammt lustig. Aber es war verdammt cute. Aber wir haben halt einfach nicht erwartet, dass wir jetzt da uns voll Kanten werden geben mit
10 verschiedene Weissorten. Aber eben, es war lustig gewesen. Aber wo bin ich jetzt gewesen? Nein, ich habe dann eben auch eigentlich gedacht, ich kann ihnen etwas mitbringen. Und eigentlich wollte ich ihnen die Cookies mitbringen, aber die sind so gottlos hässlich gewesen. Ich weiss nicht, wie man so hat können Cookies versauen, wie das möglich ist, auch wenn man nach Rezept arbeitet. Also darum haben wir uns gesagt, das kann ich mir nicht bringen, das geht nicht. Und darum sind wir nachher einen Wein kaufen. Was absolut nichts gebracht hat, weil es hat schon 10 Weine gehabt. Aber sie hatten gleich Freude gehabt. Genau, und der letzte Punkt. Ich möchte meinen Schlaf ein bisschen mehr in den Griff bekommen, das ist wirklich scheiße. Also ich gehe mega oft jetzt, gut, das ist mehr in Ferien, aber auch vorher bin ich so oft so am wirklich 2, 3 pennen. Und dann bist du halt am Morgen kaputt, weil ich muss ja gleich dann irgendwie bei Zeiten aufstehen, um ins Studium zu gehen. Und ich glaube jetzt gerade, wenn ich nachher, also die Zeit habe, wo ich zum einen jetzt im Studium nachher selbstständig arbeiten habe mit meiner Bachelorarbeit, möchte ich schon genug schlafen. Und wenn ich halt dann um 2, um 3 pennen gehe, dann bin ich wahrscheinlich eher so, oh, dann kann ich ja bis um 11 pennen. Nee, Bruder, ich möchte dann mein Leben im Griff haben. Ich möchte gleich bei Zeiten aufstehen, um alles vom Tag zu nutzen. Und früh pennen gehen und einfach genug Schlaf haben vor allem. Und gerade auch wenn ich nachher in die Selbstständigkeit komme, möchte ich, dass mein Schlafrhythmus bis dann im Griff ist. Weil es gibt nichts Schlimmes, als wenn du selbstständig bist und einfach den Schlafrhythmus nicht im Griff hast. Also wie, es ist in dem Sinne auch ein Blessing, also wie ich kann mich auch selber entscheiden, wenn ich pennen gehe, wenn ich aufstehe. Ich muss einfach meinen Shit erledigen. Aber ich finde es halt wie schon geiler. Also ich habe das Gefühl, ich habe mein Leben ein bisschen mehr im Griff, wenn ich wirklich vor dem 12 Uhr pennen gehe. Und dann irgendwie so um 7, 8 Uhr aufstehen. Fühlt sich wie einfach geiler an. Genau. Das war so mein letzter Punkt gewesen. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht komplett gelangweilt. Oh mein Gott, was heißt es jetzt für ein Zeichen? Jetzt hat es fast keine Batterie mehr. Aber ich hoffe, es hat noch genug. Ja, die Podcast-Folge ist ein bisschen random gewesen. Es tut mir leid, das ist wieder alles ein bisschen chaotisch gewesen. Ich hoffe, es hat euch gleich gefallen. Wenn ja, dann für die mich noch nicht abonniert haben, abonnieren mich unbedingt noch gerne und geben mir eine 5-Sterne-Bewertung mit allen neuen Accounts, die ihr habt. Und ja, jetzt kann ich eigentlich nur noch ein absolut schönes Neujahr wünschen. Eben, für die... Oh, jetzt ist sie gerade abgebrochen. Egal. Für die noch keinen Plan haben, macht euch nicht zu viele Gedanken. Nehmt die Feste so, wie sie kommen, wie sie fallen. Keine Erwartung an. Und sonst würde ich sagen, ich wünsche euch einen guten Rutsch und wir hören uns nächstes Jahr wieder. Badumts. Tschüss.